Onze Geschichte. Dit is de Geschichte van de Mennoniten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico trokken. Ditmaal vertelt George Rampel wieder von wo sich Dinge entwickelt haben in Nuevo Ideal Durango, auch bei La Batea. Nu kommen wir mit unserer Geschichte Nummer 22. Ditmaal vertellen wir noch Vater Meyer von der Oldkolonie Mennoniten in Nuevo Ideal Durango, Mexiko. Dort Agraristen Dilemma auf der La Batea-Siedlung in Zacatecas. Eer de Durango-Kolonisten ihren Landhandel mit Ingeniero Angel Meyer vordichtmücken, hadden sie dort noch ihre Meinung gut untersucht, ob mexikanische Agraristen dort La Batea-Land vielleicht all versuchten für sich ernehmen zu dürfen. Aber dort Land scheint frei zu sein von Agraristen, und dann kauften sie dort. Aber im Jahr 1967, 68, kam doch eine Gruppe Agraristen, oder Ejidos, ab der mennonitische La Batea-Siedlung hinab und besat ein gewässert Stück von ihrem Land. Und das scheint so, als wenn die Kolonisten, die Ejidos da, nicht mehr loswerden können. Auch Johann G. Haders wären schwer betroffen von der Agraristen in ihrem Land wahrnehmen. Diese Ejido-Families wohnten ganz dicht bei Haders ihrem Hof, bloß ein Fluss oder ein Riefer wie zwischen ihrem Hof und den Ejidos. Haders und viele andere Kolonisten können all 2 Jahre nicht ihr eigenes Land beackern, oder wenigstens Wort von ihr Land. An einem jeden Abend, als Haders ihre Mädchen am Kohak ihre Kee malken, kamen so bei 20 von den Ejidos ihre Jungs an der andere Seite vom Riefer Batje und Haders ihr Kohak. 2 von diesen Jungs waren so driest und kamen bat an Haders ihr Kohak an. Haders ihre Mädchen rannten an ihr Hüsen an und sehten ihrem Vater, dass sie für diese Ejido-Jungs Angst hatten. Aber Haders seht seine Mädchen, sie sollen morgen wieder malchen, dann vielleicht würden diese Jungs bald weichgehen. Aber bald kamen die Mädchen mit tronenden Augen und sehten ihrem Vater, dass diese Jungs bloß noch einmal driester und verreckter worden, dass die an sogar mitnehmen wollen. Aber Hader seht weiter an, geht mal wieder malchen, kam auch dahin. Als Hader heimkam, hat eine Flint mit, und er befahl die Jungs, seinen Hof kurz zu verlassen. Hader schaut die Jungs heran, immer so ein bisschen dicht bei an auf der Erde, und bald waren alle Jungs weg. Dann ging Hader näher und sieht seine Familie, dass sie damit würden rechnen mussten, dass die Soldaten ankommen würden und Armfleisch würden mitnehmen. Die Haders wie gerade ein Mexikaner mit seinem großen Truck, womit er an hat Stuhlwar gebracht von Fresnillo, und hat er berät dort mit diesem Mexikaner und mit seiner Familie, dort, wenn die Soldaten an würden holen kommen, dann sollen sie schwind so viel von ihren Sachen ab dem Truck abladen, als sie verneidig ansagen, und dann sollen sie nur La Honda oder Trek nur Durango fahren. Am nächsten Tag kam ein Truck voll Militär und andere Autoritäten bei Haders auf ihrem Hafen ab und verlangten mit, zu Hader reden zu dürfen. Hader ging an entgegen und die Beamte sehten an, dass sie da wären gekommen wären, dass er auf die Ejidos geschoten hat. Aber Hader seht an, ich habe nicht auf an geschoten. Dann wenn ich würde auf an geschoten haben, dann würde ich auch getroffen haben. Was ich auf Ziel nehme, da traf ich. Hader kann die Beamte Mexikaner gut, und beim Wiedervertalen verteilt Hader an, wo sie von den Ejidos belastigt wurden, und dort einige Jungs ihre Mädchen hatten versucht mitzunehmen. Und dann sieht Hader, der Leiter von der Ejido-Gruppe, die Mennoniten dort Land wahrnehmen wollen, wie ein Senor Villa, den Präsident von Fresnillo sein Compadre. Aber der Präsident sieht, dort kann nicht so sein. Und dann sieht Hader, sie sollen dort fortfahren und ihr segnen.
Hij wordt te fout voorop gaan en aan dat wijzen dat wat hij zegt zo weer. En ook dat wie zijn gereedschap door op dem land stond. Dan stegen de Beamten aan, ze kreuden om te harder aan, zich bij aan en aan te zaten en voeren naar de ejidos aan. Als ze wat door kwamen, dan werden meest alle mannen en den wollten aangevlecht, wil ze verrichten van dem militair vastgenomen te worden. De Beamten voeren wat door, waar dat gereedschap stond, en de president stond dat touw, dat zijn compadre zijn trekters waren. En dan zei Johan G. Harder tot de Mexicanische Beamte, des via eigen meer land als hij jemals bearbeiten kan, en hier komt hij de Mennoniten te belasten. Als de president dit zag, dan ging hij wederholend om den trok raam en zei, via, via. Vandaar voeren Harder en de Mexicanische Beamte terug naar Harders. Harder bood aan Freistig aan, aber hij kreeg de feilung dat deze mannen niet nog eten weer. De Beamten zeiden te Harder, hij zal de libertaire kolonisten zeggen, dat ze zich alle zullen de nächsten dag in Fresnillo aanvingen. Wieder bestelten de Beamten, dat de kolonisten door krijgt zo reden zullen, als Harder te aangereed had, dan er worden nog andere Beamten zijn, en die zullen dat ook hieren, waar de Mennoniten van de ejidos belastigd worden. En dan neemt de president een van ihre flinten en reikt Johan J. Harder die. Harder wehrt zich die te nemen en zegt, zo'n geweren heb ik niet. Aber de Beamten zeiden, dat is die geweer, die kan dat fehlen. Als de libertaire kolonieleiders am nächsten dag terug naar ihre kolonie kwamen, dan zeiden zij, we hebben voor de Mexicanische Beamten gar nicht gebraucht, schwab reden. En ons is versprochen worden, dat de agraristengroep ons land wordt verloten moeten. Na een paar deel kwamen zo bij 20 trucks vol soldaten van Fresnillo naar de Mennoniten ihre libertaire kolonie en bezaden door dat agraristenleger dat keiner wegrennen kon. Ze hadden ook einen Rüppenschlapper, einen Caterpillar met. En alles wat de agraristen geheerd, wordt abgeloot en weggevierd. En alles passiert zo meest ohne Widerstand. Aber eine Früh blijft met ihre 2 Hunde in ihrem Hüsje. De soldaten fuhren met dem Rüppenschlapper, met dem Caterpillar, bat aan dat Hüsje. En als sie 3 Mal gepiept hadden en de Früh nicht herauskam, dan fuhren sie dat Hüsje dool. Als de stof sich gelegt had, dan zag man dat de Früh en ihre Hunde sich doch uitgebracht hadden. Als de soldaten de ejidos ihre Hiesekjes den Erdbodem gelijk gemerkt hadden, dan zagen de Beamten dat de Frühs ihre Blumentap ook abgeloot hadden en metnemen wollen. En dan zei de generaal aan, de bloemen zijn june en die darf je metnemen. Aber de Erd en june tap geheert de Mennoniten. Scherte uit en lote hier. Deze Frühs moesten dem generaal gehorchen. Ditmaal hadden de agraristen nicht kont van de libertaire kolonisten ihr land nemen. Aber etliche Jahre later bracht eine Gruppe ejidos dat doch fertig, diese mennonitische Kolonisten 800 Hektar Land wegzunehmen. Jesús Galindo en zijn hof in de stad Nuevo Ideal Durango. Wer von den Durangueños kennt nicht den oulen, plattdeutsch redenden Jesús Galindo en Nuevo Ideal? En wer ist nicht bekannt mit wat auf seinem Hof Tag für Tag vergeht? Des Mann hat in dieser Stadt ein kleines Hüsje en eine Arch von seinem großen Hof, wo er in seine 6 Taubbennen woonde. En deze beide personen leefden van de meerdere innom die aan dat inbracht dat de Mennonitische kolonisten bij aan op dem Hof
ihre Piet forderten. Dann viele von den Durango-Kolonisten, wenn sie mit ihrer Pietsforte ja nur ideal kämen, zum ihre Geschäften dort unten, die spanden ihre Piet ab Jesus Galindo seinem Hof uit und forderten dort an ihrem Bürgern, während sie ihre Geschäften verrichten in der Stadt. An bestimmte Deel in der Weg käm auch nicht bei Bergen, nur wie ideal und spant sein Piet ab Jesus Galindo seinem Hof uit zum Fordern, während er seine Geschäften in der Stadt besorgt. Und dort wie interessant, dort zu beobachten, wie viel Männer so eine Gelegenheit wahrnehmen, nicht Bergen dort zu begegnen, uitzufangen auf, oder an wo weit Bergen seine Familie ihre kanadische Bergerschins vor sich gekriegt hat. Dort wird zu morgen Jesus Galindo freut sich zu jeder Mennonit, wenn auf seinem Hof de Piet fordert, wird's am dort jedermal ein Bett umgeif. Kann scheinbar all seine Kunden benommen und verteilt sich jeden mit an aller Applauditsch. Als ich all dit an einem Tag im Jahr 1991 so ein Bett beobacht, dann habe ich wirklich gestaunt über das gute Verhältnis, das das Mann mit so viel Durango-Mennoniten hat. Ich bin ganz sicher, viele von you Durangueños können viel verschiedene Geschichten vertellen, wenn sie sich bei Jesus Galindo auf seinem Hof aufgespielt und zugebracht haben. Ich fand das besonders interessant, zu beobachten, wo Wilhelm Wieb und Jesus Galindo sich so als Brüder Applauditsch mancherlei verhalten. Ich glaube, ich habe meine Lichtbilder noch irgendwo ein Bild von diesen beiden Männern. Mexikanische Militärpflichtgesetz. Das mexikanische Gesetz wird die Militärpflicht in Mexiko verhandelt. Das ist so kompliziert, dass ich das hier nicht kann und auch nicht will, versuchen zu beschreiben. Ich will aber Worte von versuchen zu sagen. Nur dem mexikanischen Gesetz ist das zum Beispiel so, dass die in Mexiko geborene junge Männer aller Mexikaner und Mennoniten, wenn sie 18 Jahre alt waren, militärpflichtig waren. Und dort all so eine Männer, wenn sie zwischen 18 und 40 Jahre alt sind, ihre Militärkarte müssen abweisen können, wenn sie mal einen Passport merken wollen. Das macht dort für die erste Generation in Mexiko geborene mennonitische junge Männer unmöglich, einen regelrechten Passport merken zu können, weil keiner von ihnen eine Militärkarte hat. Denn die erste Generation in Mexiko geborene Mennoniten sollen sich, um einen Passport merken können, noch erst in Mexiko anbürgern, ehe sie einen regelrechten Passport merken können. Und dort will fast keiner daunen, wie es dort für die 18- bis 40-jährige mennonitische Männer bedient, dass sie auch eine Militärkarte dort haben mussten. Heinrich Weibergen beschrift, wo sich diese Sache in Durango dahin entwickelt, dort Regierungsbeamte, mennonitische Leiter all immer weiter sehen, dass die Mennoniten auch schuldig wären, sich zum nationalen Wehrdienst einschreiben zu lassen. Im Jahr 1982 teilt Secretaria de Relaciones Exteriores Brief uit, en wonen von Secretaria de la Defensa Nacional uitdrücklich klargelegt wird, dass die Mennoniten ihr Privilegium, was Wehrdienst oder Wehrpflicht anbelangt, nicht mehr gültig wäre. Und dort aufgrund von dem 12. Artikel vom Gesetz keine Sonderrechten verordentlich sind. Das Brief sieht auch klar, dass in Mexiko geborene Mennoniten nur den 30. Artikel im Gesetz Mexikaner sind, indem nur dann die
Pflichten, wonen in dem 31. Artikel vom Gesetz beschrieben sind, nur zu kommen schuldig sind. Hierab, nachdem die Durango-Regierung an seinen Rat gegeben hat, schreibt die Durango-Mennoniten Verstand einen Brief an den Landespräsident. Hier folgt, in Plattdeutsch übersetzt, der Inhalt von diesem Brief. November 30, 1983. Herr Präsident von Mexiko, Estados Unidos Mexicanos, Licenciado Miguel de la Madrid Hurtado. Wir als Leiter von dieser Mennonitengemeinde werden dort mit diesem Schreiben für Ihre Exzellenz, Herr Präsident, zu erschienen, an folgende Bad verzuleihen. Wir sind eine aufgeschlossene religiöse Mennonitengemeinde, wo gegenwärtig ungefähr 5000 Zeilen teilt, die da meistens Ackerbau und Viehzucht betreiben. Wir sind 1921 unter ein Privilegium von dem damaligen Präsident General Alvaro Obregón unterschrieben, in Mexiko eingewandert, das soll für Durango 1924 heißen. Diese Sonderrechte haben wir all über ein halbes Jahrhundert genießen können. Das Privilegium gewährt uns unter andere Sonderrechte auch volle Freiheit von allem Militärdienst, was für uns von unschätzbarem Wert ist. Wir würden das sehr hoch schätzen, Herr Präsident, wenn Sie so gut wären, dass Sie uns, was das Freisein von den Militärdienstpflichten anbetrifft, eine zufriedenstellende Antwort geben würden. Und vorüt dankend für die Betrachtung, wollen wir gebeten, unserem Schriftstück schenken zu wollen, es uns dort eine Ehre, je unsere Dankbarkeit entgegenbringen zu können. Unterschrieben von Peter Wiebe und David Redekop. Dort geht mal 3 Monate, bis eine sozusagen zufriedenstellende Antwort von der Landesregierung kam. Dort sind sich die Jefe de la Cámara, die Senadores selbst mit unserer Vorsteher telefonisch in Verbindung und seht an, die höhere Regierung hat jene Badschrift behandelt und hat beschlossen, ein Privilegium, das ja am 24. Februar 1921 von General Alvaro Obregón gegeben wird, voll und ganz in Kraft zu holen. Sie haben den Punkt, wo die Militärpflicht anbetrifft, behandelt und sind sich einig geworden, jene Sonderrechten auch wieder anzuerkennen, sodass sie ganz frei sein sollen von allem Militärdienst. Aber willst du an unserem Gesetz nur jeder einer, der wird die Regierungsaufteilungen, so als Reispasser, Bergerschins, Jägerschins und so wieder zu regeln hat, muss jeder einer unbedingt seine Militärkarte abweisen können. Da wird im Hohen beschlossen, dass sie alle Mennoniten, die dort wünschten, so eine Karte haben, die geben würden, und zwar ohne, dass sie würden, müssen irgendeine von den 31. Artikel vom Gesetz erwähnte Pflichten nachkommen brücken. Nicht einmal Ersatzdienst wird gefordert worden. Die Regierungsbeamte betonten sehr, dass sie von den Mennoniten nichts verlangten, als dass sie ihren Ackerbau und Viehzucht betreiben sollen. Nun mussten die Gemeindenleiter entscheiden, ob ihre Glieder ab diese Bedingung Militärkarten haben dürfen. Die Durango Älteste laut die Ältestes von La Batea und von La Honda und Zacatecas an, nur die Stadt Durango anzukommen, dort mit an über diese Sache zu reden. Da dürfen die Ältestes alle Top für den obersten General kommen und die Sache verleihen. Hier mag wir für das Mal weiter aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir noch mehr von den Durango Mennoniten, aber nun wird nächstes Mal. Ich George Rempel.